Ich bin einfach viel unterwegs, viel zum Teil, wenn ich Zeit habe, und ich lege ja viel Wert darauf, dass ich mir Zeit nehme und mir frei halte, dann schwierig in der Gegend rum, durch die Landschaft, mal zu Fuß, mal mit dem Radl. Und da sieht man sowieso so viel, man sieht und erlebt ja dauernd was dazu einfällt. Und da springen mich auch zum Teil die Melodien selber an, wenn ich da so laufe, und dann habe ich so meinen Rhythmus, dann kommt auf einmal eine Melodie und ich fange einfach zum Singen an. Und dann von die nächsten Texte, die mir dann einfallen, die werden dann der Text dazu, wenn es zusammenpasst. Das entsteht also so, die kommen von allein. Spezielle Vorbilder. Also zunächst einmal bin ich mein eigenes Vorbild. Also, obwohl, wenn ich so zurückdenke, ein bisschen was kommt schon von meinem Vater. Da sagen manche so, oh, ist genau wie dein Vater, der war auch so. Ja, das war ein cooler Freak. Ja, mei, ich verfolge halt nicht unbedingt die klassischen Traditionen, gell? Aber wieso soll das nicht passen? Nein, alpenländisch kann man urig, frech und frei sein, wie man will. Und hier darf man sehr wohl auch anders sein. Und man erfährt auch eine Akzeptanz, auch von den Leuten, die wohnen ja selber auf dem Dorf. Und die Leute freuen sich schon, da kommt einer irgendwie, der ist einfach ein bisschen anders. Warum soll das hier nicht herpassen? Das passt genauso her, wie überall. Meine Haare sind halt irgendwann so verfulzt, da ist mir halt zu wenig gecampert, gell. Und ich weiß nicht, das ist schwer zu beurteilen, ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass mir Reggae gefallen hat und da die Leute solche Frisuren auch tragen, mag ich selber gar nicht wirklich beurteilen können. Man sagt ja immer, das kommt von mir allein, aber irgendwo ist man doch immer Einflüssen ausgesetzt von der Musik, die man hört, von der Szenerie, in der man verkehrt, und von der ganzen Szenerie, die einem gefällt, die einem anspricht. Von daher kann ich das gar nicht so genau sagen. Also mit Religion hat es bei mir gar nichts zu tun. Und also eine Frisur ist auch noch lange nichts Religiöses. Es mag sein, dass es Religionen gibt, in die Rasta-Religion, da gehört das zu den Ritualen dazu, so wie im Islam zum Beispiel einen Bart lang wachsen lassen. Deswegen ist nicht jeder, der jetzt auch ein Bärtiger ist, hat was mit einer Religion zum Tor. Und so ist es bei meinen Haaren auch. Der ganz spezielle Hintergrund bei mir ist der, dass mir das so gefällt. Ich finde, Leben ist immer eine Kunst. Also zumindest eine Kunst, mit dem Leben zufrieden zu sein, dass man rausfiltert, was ist schön an diesem Leben, für was bin ich dankbar. Es erscheint einfach, aber viele Leute kennen das tatsächlich nicht. Deswegen sage ich das ja immer wieder, hey Leute, schaut nicht nur drauf, was ihr nicht habt, sondern schaut mir drauf, was alles schön ist, was du hast an deinem Leben, dass jeder Tag ein Geschenk ist. Und vielleicht ist es tatsächlich auch irgendwie eine Kunst, sich an dem zu freuen, was man hat. Weil, also wenn ich mich so umschaue, die meisten Leute geht es um sehr materielle Sachen irgendwie. Da ist Glück eine Sache, die man zählen kann, in Zahlen ausdrücken. Und das tauschen sie um gegen irgendwelche neuen Errungenschaften und braucht man diesen neuen iPhone-Dings und pipapo, wo immer mit dem deren sie die Leute eigentlich nur selber in ihrer Freiheit einengen, weil sie dann dauernd dem hinterherjagen müssen. Und insofern frei zu sein und einen freien Tag, den ich heute Zeit habe, frei mit mir zu verbringen, das ist für mich Reichtum. Und das ist vielleicht eine Art Lebenskunst, dass man das überhaupt kann. Dass man zunächst einmal mit sich selber auch im Reinen ist, dann kannst du auch mit anderen Menschen besser umgehen oder kannst den Menschen auch mehr bringen und man kann eigentlich auch mehr zusammenleben und, sagen wir, Sozialisierung so verwirklichen. Da die direkt sagen, ja.
Weil es geht auch um dieses Freiheitsgefühl, sich selber frei machen. Und wie gesagt, die Freiheit muss man sich nehmen, das tragt da keiner nach. Und dazu muss man halt schon ein bisschen kreativ sein, flexibel und Freude muss man haben. Freude gibt auch Energie. Überhaupt zu machen, was einem jetzt gerade einfällt und sich einfach an nichts zu scheißen und sagen, wenn die einer meinen, mach das nicht, tu das nicht und das ist viel zu gefährlich, nein, da nicht, du brauchst auch Versicherungen, brauche ich nicht. Scheiß da nichts, da fällt da nichts, heißt, geh einfach raus und mach. Das ist wichtig. Also Zufall ist immer dabei, aber man kann ihn natürlich auch in gewisser Weise mit einplanen. Ich sag mal so, wenn ich kurz zu den Anfängen von Zwarstor war, am Anfang ja ich allein, da war ich ja allein und habe allein meine bayerischen Texte in Hip-Hop-Form gerappt und dazu mich selber auf der Trommel begleitet, gegroovt. Und da war mir schon klar, da möchte ich ein Soundprojekt draus machen und dazu brauche ich andere Leute. Und bei mir läuft es so ab, dass ich da vorgehe und sage, okay, da mache ich mich jetzt gleich mal ran und hock mich hin. Setze mich hin und warte auf einen Zufall. Und der Zufall ist mein Freund, auf den kann ich mich verlassen. Und da trifft man dann schon wen, der kennt einen, der macht Musik im Keller und so weiter. Und so bin ich dann an den ersten geraten. Mit dem Axel haben wir dann gemeinsam das in einem Tonstudio in einer Version gebracht mit elektronischer Musik, die Lieder schon mal gestaltet. Und nach haben wir dann schon die Musiker getroffen. Und das spielt man den Leuten vor, Freunden, und die können, oh yeah, gut, irgendwie kennst du eine Gitarre, braucht logisch, komm mit, pack deine Gitarre, kommst du mal mit, spielen wir einen auf. Und so fügt sich das dann schon zusammen, also mehr oder weniger eben schon durch Zufall. Der Zufall gehört immer dazu im Leben. Leben ist was passiert, während du dabei bist, was ganz anderes zum Planen. La, 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 la.